So. Wir waren fast am Ziel. Ich war besessen von dem Gedanken, ihn zu neutralisieren. Es musste sein. Ich war näher an diesem Mistkerl dran als alle anderen. Diesmal hätte er uns nicht entkommen können. Und somit Grüße zu Black und der letzten Etappe hier. Wir gehen ab ins Gulag. Es wird ein bisschen länger dauern. Es kann sein, dass ich diese Etappe in 2 Teile schneide, da sie etwas länger ist. Es ist zwar auch, wie das ganze Spiel eigentlich, verdammt linear, allerdings bietet das Gulag etwaige offenere Schläuche, also wie die vorherigen Level. So, jetzt schauen wir, wo wir da hin müssen. Und wie immer begleitet uns der wunderschöne Soundtrack. Ich muss ja was wieder zurechtfinden ein bisschen, warte mal. Haben wir, wir haben da die Shotgun oder was es immer sein soll. Da haben wir den Schatz, da haben wir den Schatz. Gut, dann gehen wir weiter. Okay. Dann laufen wir da herüber. Da oben ist nix. Da ist auch nix. Okay, das ist fix. Da ist nix. Die lädt gleich mal nach. So, da werden wir so ein bisschen geschmeidiger vor, gell? Weil wie du gleich hören wirst, hier wird es relativ laut und ungemütlich. Okay. Ich werde ein bisschen mein Tempo anpassen müssen. Denn, wie du siehst, wir haben gleich mehrere Probleme. Und die Jungs sind unser Größtes. Also die Jungs werden uns des Öfteren nun begegnen. Warte mal kurz. Remington, Mac Elite, was für eine Wand da ist. Ah, das bist du. Okay. Ja, probieren wir's. Das ist eigentlich eine Nahkampfwaffe, so was ich mich informiert habe. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber sie macht halt auf die Distanz am meisten Schaden. Trottel.
Mit der kurzen Deckung. Na gut, da in Deckung gleich hinter dem kleinen Regal, das ist, naja, auch nicht unbedingt an Logik. Wow. Zu übertreffen, das würde ich sagen. Wow. Entschuldigung. Okay. Da ist irgendwer und irgendwo. Das macht mich wieder froh. Fries. Atom. Da haben wir wieder so wahnsinnig lustige Dokumente, die kein Schwein braucht. So, laden wir gleich mal nach. Ist da hinten irgendwas? Nein. Nö. Okay. Ah. Was hat er jetzt gesagt? Ich hab nicht verstanden. Du? Ah, da. Wir werden ein... Wie du siehst, es geht schon wieder los mit den Burschen. Allah, was die aushalten. Da ist irgendwo ein geschärfter Schütze, aber wow. Da unten liegt ein Medikit. Das braucht er eigentlich. Weil der beschissenste Abschnitt kommt jetzt erst. Warte mal. Wir nehmen die mit und lassen die da für dich. Ja, wie du siehst, es geht schon los. Aber wie gesagt, es ist eigentlich die knüppelhärteste Etappe in dem ganzen Spiel. Und mich würde es nicht wundern, wenn ich jetzt einmal drauf gehe. Warte mal. Wir nehmen jetzt mal das Scharfschützengewehr mit. Spiel, das war nicht versteckt. Was reißt man da für einen Schatz ein? Okay.
Scheißen. Okay. Boah. So, du Kolasel, zusammen nachladen. Trottel. Scheißen, der lässt nur Granaten fallen, der auf. Na, das habe ich jetzt nicht gebraucht. Aber man könnte was... Da habe ich noch fünf Patronen drinnen, das ist nicht gut. Wo ist der Scharfschütze? BZW. Da muss irgendwo eine Raketendolly umlaufen. Aber wo? Shit! Alter! Der will mir jetzt ein bisschen pflanzen, ha? Ja, das bis erst einmal hin. Auch ein Medikit. Aber leider ist mir der Raketendolly da im Weg. Wow. Und ja, dieses Stück ist wirklich beschissen. Das ist also ein bisschen eine wie sagt man, ein Knackpunkt oder eine wirklich beschissene Stelle. So. Liegen dann irgendwo Granaten nochmal dumm? Nein, nö. Lad nach, du Trottel. Auch andere Waffen. Ich nehme dabei die mit. Was hast du da? MP5. Na, ist schon besser. Ist jetzt nicht unbedingt der weitere Traum, den ich mir wünschen hab. Aber prinzipatorisch besser wie alles andere. Und mir so ein Medikit. So. Wie machen wir das jetzt da? Scheißen. Aber wie du siehst, da ist die Hölle los. Boah, nicht hängen bleiben. Puh.
Das anstrengendste Stück ist das, glaube ich. Aber durch das, dass die Level-Architektur im Nachhinein jetzt noch relativ schlauchig wird, und das Spiel eigentlich zu 85% dann nur mehr mit der auffährt. Es wird dann ein bisschen knackiger. De facto scheißen. Wie machen wir das jetzt da? Medikit liegt da nirgendwo eins, gell? Probieren wir was. Uah. Jetzt bin ich hin. Ja. Ja, jetzt bin ich hin. Ah Gott, wo ist denn der Depper des Medikit-Scheißdreck, du? Ja, Attackuja, du. Ich will auch so gerne Attackuja und du. Nimm! Oh! Warte, das ist eine Stelle, die ist zum da V-Hursten. Lad nach. Pff, lade nach, du Himmel, Schimmel, Pimmel. Oh Gott, die Typen. Ah, super. Nur ist sich dann, ich weiß nicht, wo der Raketendings ist. So. Na komm, geh in die Knie. Du Arschwarzen, du Schüre. Boah. Und ja, zum Schluss so wie das Spiel nur mehr Dauerfeuer. Ja, anders geht's ja gar nicht. Aber es sind knapp 5 Stunden wirklich spaßige. Spaßiges Dauerfeuer, wenn man so schön sagt. Nur, wo ist der Raketendolly? Boom. Passt. Okay, ich glaube. Warte mal kurz. Magnum. Also die Magnum ist in dem Spiel drüber. Mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Schauen wir mal. Raketen liegen ja nirgendwo, gell? Nö. Okay. Da oben. Siehst, so drüber ist die Magnum in den Spiel. So.
Ich muss jetzt leider die Waffen tauschen. Ich möchte mal die M249 nehmen. Nur leider geht's. Warte mal kurz. Ja, dieses Spiel macht mich zum Schluss fertig. Jetzt geht's in den Untergrund, Untergrund, Untergrund. Dort leben Drachen gesund, gesund, gesund. So. Wenn es dich interessiert, ist San Francisco Symphonic Orchestra hat den Soundtrack eingespielt. Wenn ich... Wow. Ja. Hast du gesehen? So über drüber ist die Magnum. Nur da hat mich interessieren, ob die in der Realität, also wie realitätsgetreu sie die Entwickler da damals bei dem Spiel gehalten haben. Ah, ich brauche die MP5 nicht. Ich brauche eher so Shotgun. Muss ich so machen. Hoppala. Oh. Danke. Boah. Total leider. Ich gehe zu Boden. Mir klappern gleich die Hoden. Danke. Also wie du siehst, das Spiel ist am Schluss oder zum Schluss hin eine richtige Herausforderung. Vor allem, wenn man so dusselig ist wie ich, weißt, weil ich vergieße gleich alles. Da, wo ist denn der Trottel? Das hält jetzt nicht aus. Da. Ich suche halt einen Medi-Scheiß, aber irgendwie finde ich keins. Fuck. Ich muss aber die Dings da ablegen. Ah. So, neu orientieren. Ja, wie gesagt, die Burschen können das Leben schwer machen. Was ist das? Willie O'Keefe vernichtet. Okay, ja. Wenn ich diesen Willie O'Keefe nur 5 Minuten gekannt hätte, hätte ich jetzt geheult. Und mir dabei doch glatt die Fresse verbeult. Hinter mir. Hallo. Kuckuck. Kanada in Kanada, ha? Na gut. Braucht aber trotzdem ein Medikit. Weißt du was? Warum ich die Dings anklick? Da ist die Magnum. Aber auch nur mehr 9 Kugeln.
Oder 9 Patronen. Nur da oben irgendwo. Ja, der lässt wieder nichts fallen. Zoll, danke du Arsch. Ah, schau. Haben wir schon wieder gewonnen. Schau! Lad noch, deppert, da schau nicht auf die Patronen, du Trottel! Alter, mir haben sie heute ins Hirn geschissen, ehrlich. Da wird eh schon Zeit. Ah, du ist. Ja. Genau so haben wir das vorgestellt. Da habe ich wieder irgendwelche Pläne. Da ist auch wieder irgendeine Büchse der Pandora, die keiner braucht. Munition für MP ist voll, weißt du was? Wir nehmen doch die MP mit, anstatt der Magnum. Da haben wir nur mehr 277 Schuss. Da haben wir 580. Wir werden es mal der Zeit lang nehmen, bis wir wieder ein bisschen mehr Munition haben für die M249. Ist da irgendwas drinnen? Nö, da können wir nicht rein. Gut, dann gehen wir da runter. Ah, du Trottel. Ah, Scheißen. Also wie du siehst, diese KI geht ohne irgendwelche Kompromisse oder sonstiges, die lebt einfach Firi. Der Rest ist scheißegal. Sie ist zwar zeitweise nicht unbedingt das Schlauste am Planeten, aber sie hält einiges aus. Wir lassen, ich glaube, jetzt kommt eine Stelle, wo wir einen Raketenwerfer sogar benötigen. Genau, ich glaube da. Bingo. 150 Schuss nur für die Kleine. Das ist nicht viel. Warte mal, ich mach das anders. Muss das wirklich auch Raketen verbrauchen? Anscheinend. Ja, ja, habt ihr verstanden. Okay. Haben wir noch mehr Raketen? Sehr gut. Was liegt, das biegt. Wir nehmen den Raketenwerfer nochmal mit. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir ihn nochmal brauchen, aber ich glaube schon.
Da liegt nichts, da hinten liegt was drin, da liegt ein Medikit, das nehmen wir gleich mit. Ach, wie schön dieses alte Heilungssystem. Ich liebe es. Okay. Nötigenfalls können wir da noch mal ein Stück zurücklaufen. Gerade verziert, bist du deppert. Idee. Wir locken es da hinter die kleine Lok. Wenn sie irgendwann einmal kommen täten. Aber danke Spiel, dass du so mitmachst, wirklich. Toll, nur jetzt. Munition für Magnum. Ja, wir müssen uns da auf die verhalten oder auf die verlassen müssen. Bis wir etwas Neues kriegen. So. Oh Gott, ich kann mich erinnern. Okay, wenigstens haben wir da volles Magazin. Was ist da oben? Ich kann mich erinnern. Ach du Scheiße. Ja, jetzt sind wir arm. Ich kann mich gerade erinnern. Okay, der lässt der Medikit fallen, das ist immer ganz gut. Nur du. Und nirgendwo Granaten und nirgendwo Granaten. Das spürt aber keinen unendlichen Gegnerspawn, so wie du vielleicht vermutest. Nö. Es hat schon eine bestimmte begrenzte Gegnerzahl. Ich glaube, da im Gulag sind es, glaube ich, 140 oder 150 Gegner, was spawnen. Das ist nicht der knackig nur. So. Du Daddel.
Komm! Du Köllerhassel, du Schirche! Geh weiter! So. Puh. Okay. Ruhig Blut, mein Sohn. Komm, lad weiter, schau in das Magazin an, du Trottel. Wenn du glaubt hast, mein Fallout 4 Charakter ist doof, die Köllerassel da, die ist sogar noch bescheuerter. Kuckuck! Gleich zwei von den Idioten. Ja, aber du wirst lachen, da kommt noch ein Stückel. Jetzt will ich mich schon langsam entsinnen. Da kommt noch ein Stückel, das setzt den ganzen Tag noch was drauf. Ich bräuchte ein Medikit. Na geh, komm. Ja. Also du siehst, die KI weiß genau, wie unbesiegbar sie sein kann. Du brauchst halt schon... Boah. Alter, ich schwitze, ich spüre jetzt da, die Aufnahme läuft jetzt seit 35 Minuten. Ich schwitze wie ein Schwein. Okay, wer ist denn also doof und dumm und ja, nimmt in der Nacht vom heißesten Tag weg auf, gell? Medikit. Also wir nehmen jetzt mal ein bisschen was mit. Vielleicht haben wir Glück. Haben wir Raketen eingesammelt? Nö. Aber ich glaube, da in dem Gang habe ich mein Magnum mitgenommen. Wir nehmen die MP5 mit. Okay, ich glaube, wir sind dort einmal durch. Und wenn ich brav geschnitten habe, sollten wir schon im zweiten Teil sein. Da... So, ich glaube, da müssen wir oben. Ganz sicher bin ich mir zwar nicht. Also sollten wir uns jetzt verlaufen, dann bitte nicht böse sein. Ja, 38 Minuten nehmen wir jetzt schon auf. Puh.